Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 mit Castle Motorsport in der MyTeam-Karriere. Und wir gehen jetzt auf Russland, auf Sochi. Dort haben wir das nächste Rennen, eine Strecke, die ich eigentlich gar nicht geil finde, aber ja, ist halt einfach auch im Kalender drin, kann man nicht anders sagen. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge am Schluss schon Entwicklung und alles drum und dran gemacht, darum kommt das jetzt nicht. Wir gehen straight ins Rennen rein, beziehungsweise ihr geht zuerst noch ins Blitzqualifying rein, ich gehe jetzt zuerst noch ins Training rein. Und ja, ich würde sagen, let's go! So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Wir starten jetzt gerade, ich bin jetzt das Training gefahren und ich muss wirklich sagen, die Updates, die ich jetzt wieder bekommen habe, die haben schon etwas gebracht. Also das Auto fühlt sich jetzt ein bisschen wendiger an, denkt es mir. Ich habe das aber auch schon in Belgien gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder wegen der Strecke ist. Ich bin aber eigentlich sehr, sehr gut geschlagen mit dem Setup und auch mit dem Auto an sich selber. Darum bin ich recht erstaunt. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los, wir gehen ins Qualifying. Und ja, let's go. Irgendetwas wollte ich sagen, aber ich vergessen. Perfekt. Ja, wir legen einfach los, let's go. Wir sind im ersten Sektor sehr stark gewesen. Wir sind eine Weile lang eigentlich auf P1 gewesen. Also eben, das Auto fühlt sich eigentlich relativ gut an in der schnellen Kurve. Oh, jetzt habe ich Sondersteuer gehabt. Oh nein! Aber ich glaube, wir sind in einer mega gute Position jetzt. Das Auto fühlt sich mega gut, es klebt richtig am Boden. Der klebt. Sind wir geworden? Ich glaube, das 9. habe ich gesehen. Ich weiß nicht, 9. oder 10. 19 sind wir geworden. Krass! 18 längs haben wir. Heftig. Geil, fühle ich. Also, dann die Updates, also in dem Fall wird es mehr, ich weiß nicht, wird es einfach mehr aerodynamisch sein als Chassis. So ein paar Fragen. Haben Sie irgendwelche Kommentare zu diesem Team? Na. Sie haben sich viel mit der Entwicklung neuer Komponenten beschäftigt, nicht wahr? Ja, aerodynamisch ist wirklich gut gewesen. Hat den Fans hier in seiner Heimat eine gute Vorstellung geliefert? So, wir nehmen das noch. Danke für den Kommentar. Ist euch schon mal aufgefallen, dass meine Reifen dort beim LKW immer weiss sind? Ja, weisse Reifen. Nicht gewusst, dass es so etwas gibt. So, dann können wir sagen, besser abgeschlossen als unser Rival. Das gibt schon mal extra Cash. Und wir müssen es einfach besser abschliessen von den Punkten her als Haas. Und da gibt es auch noch mal extra Cash und das können wir wirklich brauchen. Also das Rennen, das jetzt kommt hier in Sochi, da könnten wir wirklich viel rausholen. Also krass. Wir gehen jetzt mal gerade ins Rennen. Ich hoffe, dass ich einen guten Start habe. Und ja, mal schauen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Norris, Carlos Sainz und Verstappen. Perez, ein Wagen des neuen Teams, Gasly und Sebastian Vettel. Tsunoda, Stroll, Fernando Alonso und Räikkönen. Ricciardo, er hat eine Gridstrafe erhalten. Giovinazzi, Esteban Ocon und George Russell.
Mick Schumacher, Mazepin, Latifi und Robert Schwartzman. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So, gut, dass jetzt der Schwartzman so weit hinten startet, könnte ich mir halt eigentlich nur erklären, weil er halt noch keine Rennerfahrung hat. Das ist sein erstes Rennen. Darum, ja, nehmen wir ihn mal in Schutz. Nein, Monza ist auch gefahren. Also das zweite Rennen ist es. Nehmen wir mal in Schutz. Wir schauen mal. Und ja, da würde ich sagen, let's go. Wir gehen ins Rennen, hoffen auf einen guten Start und auf wenige Kollisionen. Let's go! Recht viel Wheelspin gehabt. Perez hat einen guten Start gehabt. Also müssen das Gas lüpfen. So Noda noch vorbei. Okay, wir haben recht verloren am Start. Ja, das habe ich fast vermutet, dass das kommt. Können wir sind 10. Oder? Oh, wow! Oh, was war jetzt das gewesen? Da ist einfach mein Heck ausgebrochen. Oh, die beiden Aston. Das war auch ein Gemängel dort hinten. Mercedes zieht wieder mal komplett weg. So, hinter uns ist Vettel, der kommt schon rein können. Dann wird das aber jetzt nicht gerade einholen, so wie es aussieht. Oh. Jetzt muss ich aufpassen, noch ein Streckenüberschnitt und dann gibt es eine Strafe. Perfekt. Fängt schon gut an, das Rennen. Wir müssen jetzt schneller als die Alpha Tauri, so wie es aussieht. Also ich mag den eigentlich voll okay nachher. Oh, ich habe einfach immer ein bisschen untersteuern. Vettel ist da. Ach, shit. Jetzt sind wir aus den Punkten raus. Schauen, ob wir noch mal einholen können. Wir haben ja noch einen guten Motor. Aber Vettel hat natürlich einen Mercedes-Motor. Oh, ich rutsche so um, das war im Qualifying nicht. Was ist da los? So, DRS, ERS wieder. Das kann ich auch ausnutzen auf der Geraden, dass ich die zwei Komponenten so richtig durchballern kann. Weil was macht der schon das DRS zu? Oh, der hat das DRS mega früh zugetan. What? Was ist denn da los? Oh. Gott, einfach am Rutschen. Ich glaube, das Medium wird besser funktionieren. Okay. Meine Reifen sind noch so lala. He? Okay, wir mit der Box. He? Also auf der Geraden mag ich nachher. Jetzt bin ich zwar aus dem DRS-Fenster draussen, das ist nicht so gut, aber in den Kurven sind sie halt einfach ein bisschen schneller. Aber mein Auto ist nicht schlecht. Also ich mag den eigentlich nachher, blöd gesagt. Bitte keine Strafe. Aber krass, was so ein bisschen Aerodynamik und Chassis kann ausmachen kann.
Wie viel schneller das man wird. Oh, da vorne ist irgendetwas passiert. Oh, was ist da passiert? Hat echt Gasly einen Frontflügelschaden? Weil der ist jetzt plötzlich extrem zurückgefallen. Vettel geht am Tsunoda vorbei. Sieht aus, als würde es schaffen. Für mich ist natürlich das gut. Oh, die fahren nebeneinander. Für mich ist es natürlich gut, die bremsen sich jetzt gegenseitig ein bisschen aus. So kann ich aufschliessen. Oh, sie sind immer noch nebeneinander. Oh mein Gott, was ist das für ein Battle? So, let's go. Jetzt hoffen wir auf einen guten Stopp. Neue Reifen, ich glaube, eine Nase neu brauche ich nicht, oder? Mein Frontflügel ist nicht... ist er rechts kaputt oder täuscht es nur? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Oh mein Gott, Leclerc ist schon mega neu hinter mir. Okay, es gibt keinen neuen Frontflügel, sehr gut. Gasly ist da. Oder ist das Gasly? Ja. Okay, sehr gut. So sind wir auch gleich reingekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, jetzt müssen wir möglichst schnell Temperatur in den Reifen bekommen. Holy shit, ist der Gasly schnell. Also ich bin wahrscheinlich langsamer mit den Mediums. Okay, alles klar. Oh, was ist davon los? Ah, hinter mir ist das. Da fährt das blaues Auto langsam. Könnte ein Alpine sein, glaube ich. Oder ein Williams. Ja, George Russell Williams. Vettel ist wieder hinter dem Gasly rausgekommen. Wir sind 10. mit der Tsunoda in der Box überholt. Krass. Okay, jetzt müssen wir 3 Sekunden rausfahren auf ihn, unbedingt, dass wir den Punkt holen können. Er fährt zum Glück auf den harten Reifen. Das könnte für uns die Möglichkeit sein, jetzt einen Punkt zu holen, weil das sollte rein theoretisch langsamer sein als wir. Jetzt habe ich leider keine ERS mehr, also das ERS ist langsam durch. Und ich komme leider auch nicht ins DRS-Fenster vom Vettel rein, weil die jetzt wieder vorne einfach so schnell sind. Oh, Ricciardo hat schon Tsunoda überholt. Oh, jetzt ist es richtig schwierig, weil Ricciardo das schnellere Auto an sein. Und der wird safe aufholen. Oh, da vorne sind sie am Battlen, meine Chance aufzuschliessen und eventuell ins DRS-Fenster reinzukommen. Das würde mich natürlich dann vom Ricciardo ein bisschen wegnehmen. Momentan 2,7, er hat wieder aufgeholt. Das scheiß Mercedes-Auto ist so schnell. Was ist denn hier für ein Battle da vorne? Oh nein! Oh, jetzt bremst es mir natürlich noch aus, was schlecht ist, weil jetzt kommt natürlich der Ricciardo hinterführen wieder. Oh, jetzt ist er da. Holy shit, nein. Okay, das hat mir jetzt wahrscheinlich gerade Punkte gekostet. Es scheint ein Problem zu geben. Wir untersuchen das noch.
Was haben wir für ein Problem? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Ich muss mal am Vettel vorbei. Sieht aus, als hätte das ERS einen Softwarefehler. Nein, ich sehe, es hat einen Softwarefehler, was? Ah, ich kann CRS nicht einsetzen, perfekt. Mann, es ist doch einfach scheiße, ganz ehrlich. Immer wenn ich gute Rennen habe, habe ich meistens irgendwie einen Fehler vom Game, oder beziehungsweise vom Game, vom Fahrer. Alter, ich kann nicht mehr labern. Habe ich im Alter, ich kann nicht mehr labern. Da habe ich meistens immer einen Fehler am Auto. Ah, so bitter. Ich glaube, sie haben Damage am Frontflügel. Ah Mann, es ist so belastend. Ja, einen Schaden. Irgendwo habe ich Damage drin noch. Ja. Ach Gott, nein, jetzt sind die noch so weit zurückgereiht. Nur wegen einem... Scheiß DRS. Also so etwas ist halt schon mega deprimierend. Ey. In der letzten Runde, in der letzten Runde kriege ich so einen Damage drin über. Und verliere einfach so viel Zeit noch. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park Fermé. Und bin jetzt irgendwie wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viele Plätze zurückgeflogen, noch wegen der Strafe, die ich von Anfang geholt habe. Das ist einfach mega belastend. Das ist wirklich eine Kacke. Ey. Es hat so gut angefangen, gutes Qualifying gehabt, guter Start gehabt. Ich bin mal so weit vorne gewesen. Und es ist aber klar gewesen, dass er zurückgereiht wird von der Leistung. Aber dann noch mit dem ERS. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters. Ja, 13. Alter. Wir sind 11. gewesen. Wir haben noch 2 Plätze verloren. Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ja, Kacke, würde ich mal sagen. Oder beziehungsweise das Einzige, was man sagen dazu. Kacke ist es gewesen, ja. Dann hatte ich eben noch die Kollision, wo wir schlussendlich wahrscheinlich irgendwie einen Damage noch geholt haben am Frontflügel. Also so hat es sich einmal angefühlt, weil ich bin nachher nicht mehr richtig um die Kurve herumgekommen. Ah Mann, verdiene mehr Punkte als das Team. Ah, ich muss wirklich einen Punkt holen. Okay. Ja, einen Schaden gehabt. Ach Gott, es ist so belastend, Alter. Das war Pech mit dem ERS-Defekt letztes Wochenende. Wir können die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas nochmal passiert, reduzieren, indem wir uns auf Upgrades für unser Triebwerk konzentrieren. Ja, ja. Machen wir dann. Ah, Mann. Okay. So. Oh, da noch ein bisschen PR-Stuff. Und jetzt dann nochmal von da, ob wir da etwas noch entwickeln können. F&D, nicht F&A, F&D meine ich. Jetzt muss ich schon schauen, was haben wir alles jetzt gerade am Laufen. Wir haben hier mal Aerodynamik etwas dran. Wir hätten hier etwas, was wir machen könnten, aber die Abteilung ist schon ausgelastet. Das heisst, da können wir mal nichts machen. Dann schauen wir mal beim Chassis trainieren. Endlich haben wir hier das Upgrade bekommen. Und jetzt können wir die Motorhaube machen und ich glaube, das machen wir auch. Geht es bis in Oktober rein. Also 2 Rennen. Vor Austin werden wir es bekommen, aber es wäre natürlich ein riesen Upgrade. Oh mein Gott, Alpine hat sich sehr verschlechtert. Also chassistechnisch sind die recht schlecht dran. Gesamtleistung sind sie ja auch nicht gerade so gut. Haas ist so gut, what? Wieso ist Haas plötzlich so stark? Die haben ein riesen Update rausgebracht. Das ist ja unglaublich, unglaublich. Ja, ich würde sagen, dass wir hier auch noch etwas erweitern. Und zwar würde ich hier auch noch mal für mehr Ressourcenpunkte machen. Und ja, dann würde ich mal sagen, dass wir noch schon vorspringen, dass wir die 2 Sachen noch gemacht haben. Hier. Voilà. Okay, die neuen Teile sind Das ist jetzt auch gut für den Schwarzman. Weil der tut sich durch da auch ein bisschen upgraden. He? Wir stehen hier wie 2 Idioten mit dieser Pose. Ich bin momentan zufrieden. Wir haben ja noch einen Vertrag 74 Tage lang mit ihm. Und ja, ich glaube, mit ihm zusammen sind wir gut dran. Ja, wir müssen einfach schauen, irgendwie, dass wir unbedingt... Ach, es ist so belastend, dass wir irgendwie
einfach mehr Erfahrungspunkte oder F&E-Teile bekommen und ich glaube, es momentan entwickeln, dass wir mehr wöchentliche Ressourcen bekommen, macht glaube ich schon Sinn. Das nächste Rennen ist in Singapur, eine Strecke, die ich gar nicht kann. Aber ja, wir schauen mal dann, was da passiert. Ich würde jedenfalls mal sagen, das war es mit dieser Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und wie gesagt, dann sehen wir uns einfach im nächsten Teil wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!